gekommen sind, da wurden Hausdurchsuchungen gemacht, ohne Ende. Nun soll die Organisation verboten werden. Bundesweit wurden Wohnungen, Nebenräume, Geschäfts- und Nebenräume von Mitgliedern und Unterstützern der HNG durchsucht. Aus den Durchsuchungsbeschlüssen ergibt sich, dass ganz gezielt nach Mitglieder- und Telefonlisten gesucht wurde. Darüber hinaus interessierten sich die Beamten auch für alle anderen Unterlagen, die im Zusammenhang mit im Verein stehen könnten. Unter anderem auch für die Satzung, Einladungen, Fotos und Filmaufnahmen. Von besonderem Interesse und vermutlich auch deshalb gesondert genannt, war die Suche nach Unterlagen zur finanziellen Situation und zu den Vermögenswerten des Vereins. Gesucht wurde in diesem Zusammenhang auch nach Kontobelegen, Festplatten, Mobiltelefonen, Speicherkarten, USB-Stiften, CDs, DVDs und so weiter. Natürlich durfte die Suche nach sogenannten Devotionalen nicht fehlen. Das zeigt, wie krank das System ist. Neben dem Mainzer Anwesen der Vereinsvorsitzenden Ursula Müller wurden auch in Berlin Wohnungen durchsucht. Laut einer Mitteilung der OG Berlin wurden lediglich 2 Personen aus Berlin heimgesucht, wobei sich die eingesetzten Beamten ruhig verhielten. Interessant aber ist, dass bei einem Betroffenen die Behörden seine mögliche Mitgliedschaft auf das Ergebnis einer Hausdurchsuchung aus dem Jahre 2004 auf den Briefwechsel seiner Haftzeit stützt. Lächerlich. Über die Hausdurchsuchungsaktion bei Ursula Müller ist bisher bekannt, dass bis zu 50 Beamte im Einsatz waren. Nur nebenbei gemerkt, Ursula Müller hat mittlerweile mehr als 65 Hausdurchsuchungen erleben müssen. Dieses System ist kein Deut besser wie die DDR. DDR 2.0. Parallelen im Vorgehen zum Verbotsverfahren gegen die HDJ sind hier deutlich erkennbar. Es hat den Anschein, als habe man keine ausreichenden Beweise, um die HNG wirksam verbieten zu können. Daher sucht man verzweifelt nach Belegen, mit denen sich ein Vereinsverbot belegen ließe. Was dann am Ende dabei rauskommen wird, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Bei der heimattreuen deutschen Jugend, HDJ, mussten letztlich unter anderem die privaten Büchersammlungen von Mitgliedern und Unterstützern und jenen, die man dafür hielt, als Verbotsgrund herhalten. Außerdem bemängelte man eine Zeile eines Textes in der Vereinszeitung, die unbeanstandet über 10 Jahre lang jeweils vierteljährlich erschien. Lächerlicher kann man ein Verbotssystem gar nicht machen. In diesem volksfeindlichen System wird das HNG-Verbot vermutlich so sicher kommen wie das Amen in der Kirche. Das erklärte Ziel der Volksfeinde und selbsternannten Demokraten ist es, die HNG zu verbieten. Für ein Verbot werden sie schon Gründe finden, auch wenn diese dem neutralen Beobachter möglicherweise als an den Haaren herbeigezogen und hanebüchen vorkommen mögen. Darum kann man heute davon ausgehen, dass die Hausdurchsuchungen vom 7. September nur die erste Welle darstellen. Immer dann, wenn Deutsche sich für Erfolg erheben, geht ein Aufschrei durch die Massen. Wieder ist es soweit. Wieder zieht eine dieser Parteien ein, die nur das eine will, das Beste fürs Volk. Und schon rufen sie Verbotsverfahren ein. Denn ihre Toleranz und ihre Demokratie, die sie uns täglich aufs Brot spielen, ist nichts weiter als eine Farce zur Sicherung ihres Eigenkapitals. Während den Anfängen so schreien sie. Doch welche Anfänge meinen sie denn? Den Anfang von Anstand und Moral? Den Anfang vom Kampf gegen den Zerfall des deutschen Volkes? Ein Sozialsystem, was einmal erdacht wurde, die Schwachen zu schützen und die deutsche Gemeinschaft zu stärken, wird von ihnen missbraucht. Bewusst lenken sie uns in den Untergang. Denn solange es ihnen gut geht, merken sie es auch nicht. Dass das Volk schon längst am Abend steht. Greift das Ruder, Leute, und schwimmt gegen den Strom.